kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute lernt der Flick ein neues Gefühl kennen. Er hat nämlich das erste Mal in seinem Leben Angst. Er findet heraus, was er machen kann, dass die Angst ihm nicht Angst macht. Und er lernt, dass Angst auch einfach nur eins von vielen Gefühlen ist, wo kommt und geht. Also, dann machst dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Der Flick fliegt ganz hoch über dem Schlummerland. Und zwar auf dem Rücken von einem Adler. Der Name von dem Adler ist Odawa und sie ist eine Freundin vom Flick. Der Flick selber ist ein Muns. Und Muns, das sind gemögige, fällige Wesen, die neben ganz vielen Insekten, Tieren und Pflanzen im Schlummerland wohnen. Der Flick fliegt auf dem Rücken von der Odawa und schaut runter aufs Schlummerland. Er sieht Flüsse und Seen, Wälder und Berge. All die verschiedenen Landschaften, die es gibt im Schlummerland. Es ist nicht das erste Mal, dass er auf dem Adler fliegen darf, aber immer wieder staunt er aufs Neue darüber, wie schön das Schlummerland ist. Der Flick findet es auch schön, zum Zeit zu verbringen mit der Odawa, ihre warmen Federn zu spüren unter seinen Händen und ihren Flügelschlag zu hören. Er fühlt sich ganz verbunden mit dem grossen braunen Vogel und er spürt, wie gern dass er sie hat. Der Flick und die Odawa sind schon ein ganzes Weile miteinander unterwegs und dem Flick sein Fell ist schon ganz verschüttelt vom Wind. Er spürt auch, wie er langsam müde wird und wie sich die vielen Landschaftsbilder in seinem Kopf anfangen zu vermischen. Er hat Lust zum Anliegen und sich ein bisschen ausruhen. Darum gibt er der Odawa ein Zeichen, das sagt, dass sie langsam wieder Richtung Boden fliegen kann. Als Zeichen klöpfelt der Flick der Odawa 3-mal auf den Rücken. So haben sie es zusammen abgemacht, bevor sie losgezogen sind. Kaum hat er das Zeichen gegeben, startet die Odawa ihren Sinkflug. Sie sind gerade über einem grossen, dichten Wald und am Ende davon landet die Odawa. «Vielen lieben Dank, Odawa», sagt der Flick. Und die Odawa hebt ihren schönen, grossen Adlerkopf und stupset den Flick zur Verabschiedung fein mit ihrem Schnabel an. Dann breitet sie ihre grossen Flügel mit den braunen und weißen Federn dran aus und steigt wieder auf in den Himmel. Der Himmel ist gräulich und es hat Wolken, die sich immer mal wieder vor die Sonne schieben. Der Flick richtet sich seine zerzausten Haare auf dem Kopf. Sein Fell ist heute dunkelgrün und an den Händen, an den Füßen und auf dem Kopf fast schwarz. Sein Fell hat nicht immer die gleiche Farbe, weil Muns können die Farbe und die Länge von ihrem Fell ändern. Und zwar, indem sie zaubern.
dann klöpfelt sie einfach mit ihrem Finger 3-mal auf ihren Bauchnabel und schon werden die Haare so, wie sie sich das gerade in ihrem Kopf ausmalen. Der Flick schaut um sich herum. Der Wald, der neben ihm anfängt, wirkt von da unten am Boden riesig und undurchdringlich. Von oben hat er die hellen Kronen gesehen und jetzt, von da unten, sieht er die braunen und silbrigen Stämme, wie sie in den unterschiedlichsten Dicken aus dem Boden wachsen. Der Boden ist übersät mit grossen, elegant geschwungenen Wurzeln. Und dann schaut der Flick auf in den Himmel. Die Dauer ist nie mehr zu sehen. Der Flick spürt in seiner Brust, dass er seine Freundin ein bisschen vermisst. Auch sieht er, dass die Wolken über ihm ein bisschen grösser und dichter geworden sind, so dass er die Sonne nicht mehr sieht. Und obwohl es nicht kalt ist, schudert es den Flick. Komisch, denkt er. Irgendetwas in ihm inne fühlt sich unwohlig an. Er überlegt sich, dass er auch überhaupt keine Ahnung hat, wo das er ist. Der Wald kommt ihm nicht bekannt vor. Eigentlich macht ihm das ja nichts aus, wenn er sich nicht auskennt. Dann läuft er einfach so lang, bis er jemandem begegnet, wo er fragen kann. Ein Tierli oder einen anderen Muns. Oder er spaziert bis an einen Ort, wo er wieder weiss, in welche Richtung sein Zuhause liegt. Aber heute ist es irgendwie ganz anders. Der Flick sieht weit und breit keinen anderen Muns, auch kein Tier, kein Käfer und kein Vögeli, wo er mit dem schwätzen könnte. Der Flick merkt, wie sich in ihm inne ganz ein seltsames Gefühl ausbreitet. Es ist ein Gefühl, das macht, dass er ganz klein werden will. Ja, am liebsten würde er sich verstecken und er spürt, wie sich die dunkelgrünen Haare an seinem Körper aufstellen. Das Gefühl im Flick inne wird grösser und irgendwie hat er jetzt heiß und kalt gleichzeitig. Er fängt an, sich ganz verrückte Sachen zu überlegen, wie es wäre, wenn er nie mehr einem anderen Muns begegnen würde und wenn er nie mehr heimkommt. Wie traurig es wäre, wenn er sein Pflanzenzimmer am See nicht mehr finden würde und wie schade, wenn er nicht mehr mit seinen Freundinnen und Freunden spielen könnte. Flick wird fast ein bisschen schlecht, wenn er an all das denkt. Sowieso ist jetzt da ganz ein ekliges Gefühl im Bauch. Der Flick hat Angst. Natürlich kann das gar nicht passieren, dass er sein Zuhause nicht mehr findet. Und dass er seine Freundinnen und Freunde nicht mehr sieht, auch nicht. Es ist nämlich so, dass es am Ende des Tages immer allen gut geht und alle Wesen im Schlummerland zufrieden und sicher sind. Aber eben genau in dem Augenblick hat der Flick das Wiechli vergessen. Er spürt die Angst und es ist so ein ungewohntes Gefühl, dass er sogar vergisst, dass er sich ja auch einfach heimzaubern könnte oder zaubern, dass er den Weg wieder weiss. So ist das eben manchmal mit der Angst. Sie macht, dass einem die einfachsten Lösungen nicht einfallen. Dass man die wildesten Sachen denkt und der Kopf so richtig vernebelt ist. Wo er ist, an Ort und Stelle, am Rand von dem Wald,
liegt der Flick auf den Boden und macht sich munzig klein. Es ist ihm richtig zum Brüllen zumut. Aber dann, er weiss gar nicht, woher die Idee kommt, kehrt er sich um und legt sich ab auf den Rücken. So, dass er in weiten grauen Himmel sieht. So, auf dem Rücken macht der Flick die Augen zu für einen Moment. Und er fängt an zu schnaufen. Jetzt merkt er auch, dass er ganz schnell angefangen hat zu schnaufen mit der Angst und gar nicht bis in den Bauch runter, wie das die Mund so einmal machen. Genau das macht er jetzt wieder, der Flick. Er legt seine beiden Hände auf den Bauch, so dass sie raufgehen beim Einschnaufen und runtergehen beim Ausschnaufen. Der Flick macht nichts anderes als Schnaufen. Und er denkt auch an nichts anderes als an das Schnaufen. Er denkt nicht mehr an den Wald, nicht mehr an das Alleinsein und dass er den Weg nicht mehr weiss. Er denkt nur noch daran, dass er ganz tief und in Ruhe ein- und ausschnaufen. Ein- und aus. Ein- und aus. Das Gefühl von der Angst im Flick, das Gefühl, das gemacht hat, dass er sich ganz machtlos und klein fühlt, wird langsam schwächer. Es ist, wie wenn er vorher in einem ganz wilden und stürmischen Meer gewesen wäre und jetzt der Sturm langsam abzieht und einem sanften Wellenschaukeln Platz macht. Der Flick macht die Augen auf. Er schaut in den Himmel über sich und sieht dort hinter einer grossen, gräulichen Gewitterwolke einen hellen Schein. Die Sonne. Sie steht noch immer am Himmel. Sie war einfach für einen Moment verdeckt gewesen. Aber jetzt wird ihr Licht immer heller und wärmer und verdrängt langsam die Wolken unter sich. Der Flick macht nochmal die Augen zu, denkt aber weiter an das Bild, wie die Sonne die grauen Wolken langsam auflöst. Er stellt sich vor, dass die Sonne in ihm drin ist, genau dort, wo er die Angst am meisten gespürt hat. Dort platziert er eine Art ein inwendiges Sünneli und er stellt sich vor, wie das Licht grösser und grösser wird und all die graue, komische Angst, die er gespürt hat, langsam auflöst und vertreibt. Er spürt, wie alles, was dunkel war,
langsam hell wird. Der Flick schnauft weiter und lässt das innere Sünneli wachsen und wachsen. In ihm inne wird's heller und heller und gleichzeitig auch um ihn herum. Die Wolken am Himmel ziehen weiter und zurück bleibt ein warmer, weicher Sonnenschein, wo lieb und mild auf den Mund an seinem Plätzli abscheint. Der Flick spürt, wie sich in seinem Körper und auch in seinen Gedanken langsam ein bisschen mehr Ruhe ausbreitet. Wie sein Herz nicht mehr so fest schlägt und wie er wieder tief bei seinen Bauch runter kann schnaufen. Der Flick spürt, wie das Licht sich weiter ausbreitet in seinem Körper, wie es vom Bauch aus ausstrahlt, in seine Beine, in seine Wädli, in seine Füße, bis in die Zehen. Und wie das Licht auch in seine Brust aufsteigt und in seine Arme, in seine Hände und in jeden einzelnen Finger. Der Flick ist wohlig müde und gähnt. Mit dem Licht und der Wärme, die sich ausbreitet im Flicks im Körper, kommt ihm auch wieder in den Sinn, dass er ja zaubern kann. Er legt ganz feinen Finger auf die Mulde in seinem Bauch und klöpfelt 3-mal. Schon steigen feine, glitzerige Fünkchen aus seiner Mitte und eine grosse, weiche, wollige Decke taucht neben ihm auf. Der Flick macht seine Augen auf und zieht die Decke über sich. Am Himmel steht warm und wohlig die Sonne und der Wald neben ihm ist gesprenkelt mit Sonnenlicht. In all diesen Farben wickelt sich der Flick ein in die Decke und macht seine Augen wieder zu. Er schnauft tief ein und aus. Bevor dass er einschläft, denkt er nochmal an vorher und an die Angst, die er gespürt hat in sich inne. Und wie, dass sie sich verändert hat zu dem wohligen Gefühl, das er jetzt hat. Die Angst ist gekommen, weil er sich unsicher und allein gefühlt hat. Ohne dass er Zeit hatte, um etwas dagegen zu machen, hat die Angst seinen Körper übernommen und sein Kopf hat angefangen, ganz wilde Sachen zu denken. Sachen, die gar nicht passieren können. Und jetzt liegt er da, am gleichen Ort wie vorher und fühlt sich wohl und dreht, gemütlich und sicher. Die Angst ist weg, vertrieben vom tiefen Schnaufen und dem Wissen, dass alles gut kommt. Es ist okay, zum manchmal Angst zu haben, denkt der Flick, bevor er einschläft. Es ist schön, dass ich auch das Gefühl kennenlernen konnte. Jetzt kann ich mich erst recht darüber freuen, wenn ich fröhlich und glücklich bin. Jetzt, wo ich weiss,
wie sich der Schatten anfühlt. Der Flick spürt, dass er durch die Angst auch etwas Neues gelernt hat. Nämlich, wie dass er dem neuen Gefühl begegnen kann. Mit Schnaufen und mit Hilfe von dem Sünneli, das sich ganz säuferli und doch kraftvoll in seinem Bauch ausbreitet. Dem Licht, wo immer da ist, auch wenn es um ihn herum mal sollte ein bisschen dunkler sein. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick schläft tief und fest. Unter ihm und über ihm ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Und ein und